Salut zusammen, guten Morgen miteinander. Der letzte Vlog ist sehr, sehr gut bei euch angekommen. Darum gibt es nochmal einen Vlog diese Woche auf ganz entspannt. Heute gar nicht das erste Mal in meinem Leben ins Fitness. Und die zweite Sache, die ich heute mache, ist das Regenbogenglas im Mac mir zu gönnen. Also zuerst Fitness und dann Mac. Passt perfekt. Real Talk seit Monaten. Das erste Mal mit der Uni hier zu Freiburg. So sieht es ungefähr aus. Das ist das alte Gebäude. Halt mit der Maskenpflicht, man kennt es. Und ich gehe hier ins Fitness. Hier ist Fitness, aber sehr, sehr viel billiger. Darum muss ich es mal probieren. Vor allem mit den Freunden mal probieren. Sie haben mir überschnurrt. Spitz. Tim! Ich bin jetzt das erste Mal im Fitness und ich bin völlig lost. Ich habe keine Ahnung, was ich machen muss. Es sind Leute da, ich rede leislich, die niemand stören. Let's go. Das erste Mal im Fitness und ich spüre meinen ganzen Körper. Ich habe natürlich die Beine nicht vergessen, Und ich spüre nicht dieses andere. Es ist hier eine kleine Steigung oder ein kleines Gefälle. Ich spüre mit noch dieses andere. Es tut einfach nur weh. So, wie ist jetzt beim besten Dönermann in der Stadt Freiburger Dönercode? Ja, ich weiß, heute Abend wahrscheinlich noch das Regenbogenglas im Mac gönnen und jetzt ein Döner. Der Healthy Lifestyle wird nicht so gelebt, aber hey, ich bin im Fitness gewesen, also Schnauze. Der beste Döner zu Freiburg, man kann darüber diskutieren für alle Freiburger da draußen, aber ich würde sagen, der beste Döner, Bärfin, da habe ich mir jetzt gegönnt, let's go. Da wird jetzt fett abgeschmatzt, ohne Zwiebel, ohne scharfe Soße. Sehr, sehr geiler Döner. Baut wird nicht zum Tanzverbot, die ganze Zeit im Auto in am Fressen. Wenigstens, ich mache Fitness, hallo? Hallo. Ah ja, er macht auch Fitness. Leute, jetzt wirklich eine ganz, ganz wichtige Frage. Was hättet ihr lieber? Dürüm oder Döner? Also da das Sandwich oder Dönerbox? Was hättet ihr lieber? Schreibt jetzt mal ohne Kommentar. Nee. Nach dem Dürüm noch ein bisschen Sport, noch ein bisschen Ping-Pong. Ich muss mich ja vorbereiten auf das zweite Ping-Pong-Turnier. Ich muss das nochmal gewinnen. Mehr Infos gibt es gerade nochmal. Ich hole noch da noch ein paar Infos raus. Jetzt, let's go, Ping-Pong. Ich mache alle fertig. Katze ist da. Jedes Mal, wenn wir Ping-Pong spielen, kommt so eine Katze her. Ich weiß nicht, von wo die Katze ist, aber sie kommt jedes Mal. Ein Feini, ne? Ja. Die kommt gegen, wenn wir spielen. Manuel Neuer, Digga. Hey! Schön. Oha! Oha! Die würde das Ping-Pong-Turnier gewinnen, nicht da. Hey! Manuel Neuer! Oh mein Gott! Ui! Wieso bist du auf dem Auto drauf? Ist fertig. Ich habe natürlich besser gespielt. Und jetzt sind wir gerade schon hier in der Nähe vom Mac, beziehungsweise gerade vor dem McDonaldo. Das Regenbogenglas wird sich jetzt gegönnt. Und ich wollte noch sagen, das zweite Ping-Pong-Turnier, beziehungsweise Turnstunde, so wird sich das Ganze nennen. Und es wird professioneller denn je aufgebaut sein. Und es wird am 22. November stattfinden auf Twitch, beim Adis im Twitch-Kanal. Und es wird wild. Mehr sage ich noch nicht. So, das Glas ist gegönnt. Die Lichter brennen nicht mehr so ganz. Let's go. Jetzt wird wieder mal natürlich, wie es muss sein in Corona-Zeiten, es wird im Auto gespeist. Und da sind wir auch schon back im Auto, wo auch schon anders. Es wird im Auto gegessen, zu Corona-Zeiten im Auto essen, man kennt es, Baba-mäßig. Ja, so sonst gern, ganz ehrlich. Und jetzt hier, es ist unglaublich, das Regenbogenglas. Hier, es ist da, es ist erst bekommen. Ich weiß nicht, ob es so limitiert ist, aber auf jeden Fall, es ist eine Wertanlage, meine Damen und Herren. Es ist eine Wertanlage für die Zukunft. Der ein oder andere Business-Tipp könnt ihr euch mit dem schon geben. Bald öffnen ja eine WhatsApp-Gruppe, Jungs.
Wie das Glas aber wirklich aussieht, das zeige ich euch dann in besseren Lichtverhältnissen. Das da ist nämlich absolutes Schmutzlicht, da sehen wir wirklich nichts. Von dem her, ich esse zuerst jetzt am Anfang entspannt. Diesmal filme ich mir nicht beim Essen. Ja, immer wirklich ein ASMR-Channel, ganz ehrlich. Seid ihr auch so eine Familie, die eigentlich alle McDonalds-Gläser bei sich daheim hat? Ja, komm, schreibt es in die Kommentare, interessiert mich nicht. Und nochmal der übliche Taste-Test. Seid Frit crunchy oder nicht? Ja, heute ist es ein bisschen labriger, aber hey, will alles nicht enttäuschen. Ich habe das Regenbogenglas, was wollte ich anders? So, fertig gegessen und wir gehen jetzt vom Mac zum Mac. Ich hole mir etwas kleines Dessert und der Bruder von der Vanessa hat noch gerade 6 Nuggets wählen. Wir machen Lieferservice, das. Lieferservice Milo ist da. Ich nehme noch ganz kurz mit zu meiner Bestellung. Ich will nicht, aber ich nehme euch noch mal mit zu meiner Baba-Bestellung, zu meinem super Französisch. Du kannst es nicht bewerten. Bonsoir, votre nom s'il vous plaît? Bonsoir, une fois McFlurry Celebrations Oui, et 6 nuggets avec la sauce moutarde. autre chose? Non, c'est tout bon. Avant de s'appeler Guichet, merci. Merci. Ist gut gewesen oder schlecht gewesen? Sag ich ehrlich. Auf einer Skala von Es bis Muttersprache. Ist noch nie so gut gewesen. Ja, nur Glück. Nur Glück. Ich habe mich extra zusammengerissen wegen Ja, dir. jetzt sag nochmal McFlurry. Ein McFlurry. Was? Ein McFlurry. McFlurry. Ein McFlurry. Sagen die Franzosen. So, ich bin offensichtlich nicht in meinem Zimmer hier, sondern im Zimmer von der Vanessa. Sag mal etwas. Moin! Moin! Sie hat die Hälfte von meinem McFlurry gegessen. Perfekt. Sie sagt dazu noch etwas. Schmeckt. Ja, okay. Wieso hocken jetzt hier mit den Knien am Boden wie eine absolute... Ja komm, lassen wir das sein. Aber hier ist es, ein bisschen bessere Beleuchtung. Hier ist es das magische Regenbogenglas. Oha. Auf jeden Fall steht da drauf hier Special Edition Rainbow Coca-Cola Glass. Auf jeden Fall, das ist limited und Unge hat das nicht. Unge hat das nicht und ich habe das. Von dem her bin ich da auf jeden Fall Unge schon mal einen Schritt voraus. Und Tanzverbot eben diesen beiden einen Schritt voraus. Ich habe schon investiert in das schweizerische Rainbow Glass. Eben auf jeden Fall. Ja, und in dem Sinne wollte ich euch noch mal fragen, ob ihr solche blöde Vlogs eigentlich gerne hättet. Ich habe eigentlich heute nichts Spezielles gemacht, sondern eigentlich nur so ein bisschen, euch durch meinen Tag begleitet. Lasst uns auf jeden Fall wissen, ob ihr noch mehr solche blöde Vlogs wollt haben. Und in dem Sinne würde ich sagen, lasst ein Like da, abonniert den besten Kanal in der Schweiz. Und dann würde ich sagen,